Hey Leute, da sind wir wieder bei Yu-Gi-Oh! GX. In der Kampagnensaga zumindest. Ja. Brücke der Dunkelheit. Hey, wir tragen auf Nightcrow. Und wenn ihr euch den Text selber durchlesen könnt, muss man ganz kurz erzählen, wieso ich irgendwie so genervt klinge. Und zwar liegt das daran, weil ich gerade in einer 30-minütigen Folge versucht habe, Nightcrow zu besiegen. Und ich hatte ein Kartenpech, das glaubst du nicht. Und er wiederum ein Kartenglück, das ist nicht zu fassen, hey. Also wenn du schon kein Glück hast, dann kommt noch Pech dazu. Nee. Deswegen, also, weiß auch nicht, ich bin glaube kurz davor, eine Pause einzulegen bei Yu-Gi-Oh!, wenn das so weitergeht. Zumindest was das Spiel anbelangt. Aber nur, um wieder mal ein bisschen Kopf frei zu kriegen, vielleicht eben auch für andere Projekte und so. Wenn es auch nur für kurze Zeit wäre. Weil das tut mir, glaube ich, nicht mehr länger an. Zumindest aktuell nicht. Ja, natürlich können wir auch eigene Decks zusammenstellen, aber erstmal, es geht darum, eine Kampagne. Ich finde es langweilig, wenn du mit deinem eigenen Deck durch alles durchwaschst. Du willst ja auch die Decks der anderen kennenlernen, neue Strategien entdecken und so. Das soll, finde ich, schon so sein. Zum einen. Zum anderen muss man natürlich auch ein bisschen sehen. Oh, Dolphin, wie nett. Muss man auch ein bisschen sehen. Es geht ja unter anderem oder zum anderen dann ja auch darum, dass man, wenn man mit dem eigenen Deck quasi durchwaschen möchte, dass man erstmal die Karten dafür haben müsste. Und bis ich die alle zusammen hätte, ja, Prost Mahlzeit dann, also, nee. Deswegen so, jetzt hier mit ihren Decks, zumindest mal die Kampagne durchmachen, nachher für online natürlich schon eigene Decks machen, das ist klar. Aber bis dahin habe ich zumindest auch genug Duellpunkte und so, also intern, die man ja gewinnt. Da klappt das schon. Ansonsten, das wird echt eine Katastrophe. So, was mache ich hier Schönes? Dark Panther vielleicht? Dolphin? Ja gut, man seinen Effekt aktivieren oder übernehmen bringt mir jetzt nicht so viel. Können wir ein bisschen für Dark Neos aufsparen. Ernsthaft? So ein Spielverderber Nightcrow, ganz ehrlich. Aber trotzdem, ihr seht auch hier wieder. Er hat einen riesen Keimspiel, eine Karte, mit der er sich selber weiterhin rufen kann. So gesehen zumindest. Natürlich in einem Finsternis-Deck absolut geil und so. Was habe ich hier? Ich habe irgendwie Aquadolphin, den ich gar nicht nutzen kann für eine Fusion. Oder zumindest kaum. Und ist einfach alles kacke. Das Shadens Deck hier in diesem Duell ist ja eine Katastrophe, ein Fusionsmonster. Dreimal der Escurirado, ja schön. Dreimal Divine Neos, also hättest du jemals genug Karten, um dreimal Divine Neos zu rufen. Einmal Dark Brighton, einmal Dark Neos, super. Danke, Spiel. Das war auch klar. Tja. Also Hundefusion spielen, das wäre für Dark Panther und Neos, wa? Für Divine Neos aber noch zu wenig Karten. Dabei wäre Divine Neos für den Gegner aber gar nicht mal so schlecht. Ja, wobei, warte mal. Ich muss die verbannen, wa? Ja, das nicht unbedingt, aber ach, das ist eine Kacke, ganz ehrlich, aber egal. Wir haben eh wieder verloren. Vor allem, warum ihnen so starke warum den Gegnern, den NPC so starke Decks geben. Nicht was die Mons betrifft. Mons sind ja, je nachdem, können sie ja stark oder schwach sein. Jenes hat ja seine eigenen Effekte.
Aber warum? Was ich einfach nicht verstehe. Warum müssen die Gegner solche Decks haben, man selber nur noch... Hat einen Quatsch. Hat nix. Warum kann ich Heldenbarriere spielen, obwohl ich gar kein Monster, also gar kein Heldenmonster auf dem Feld habe? Ja, warum die Gegner? Warum kann Shane das nicht haben? Hey, er ist am Ende seiner Kampagne und sein Deck hat überhaupt keinen Speed, nix. Es ist total lahmarschig. Im Vergleich zu Nightcrawler. Also du musst enormes Glück haben und er enormes Pech, das kommt auch noch dazu. Und so etwas frustriert einen halt. Was aber schön ist, Neos weiß. Das Problem ist, ich muss Neos und Jubel auf dem Feld haben. Grüner Sarkophag. Ja, das klingt ja schon mal nicht so schlecht. Super Polymerisation. Ja. Yeah. Alligenoto, je nachdem, was ich noch sonst auf dem Feld hätte. Das Begräbnis war noch kein Nightcrawler da. Necrochet, dankeschön. Ja, Necrochet, Nightcrawler klingt doch alles sehr ähnlich. Heldenmaske. Jubel, aber keine Ahnung, wie ich Jubel rufen soll. Ja, kann mich nicht mal. Ja, da geht noch Elementarmonster. Dein Prisma. Jubel ist auf einer Fusionsmonster-Karte aufgeführt, das ist ein bisschen das Problem. Ich habe ein Jubel im Deck, das macht natürlich Sinn. Man nimmt die Karte. Ja, Hummingbird ist sowieso nicht so schlecht, wenn man ihn zu Beginn eines Duells aufruft. Gibt es ein bisschen Erfahrungspunkte, Lebenspunkte, Entschuldigung. So, Kumpel. Ach du Scheiße. Ja gut, ich kann den Effekt zwar auch nutzen, aber... Und schon wieder kann keine Schnellkraberkarten nutzen, bla bla bla. Ich könnte durch Neos rufen, nachher Neos Zorn spielen. Ja, muss es auch was tun, weil was soll es sonst machen? Der Neos Zorn schickt den Neos zurück ins Deck und zerstört alle Karten auf dem Feld. Tja, oder auch nicht. Ja, doch. Was zum? Sie gebracht für ihn, weil er die Karte gerufen hat. Oh Mann, ey. Oh nein, was hat er für ein Glück? Was habe ich für ein Pech? Chaosjägerin, Alter. Einige Notrufe, aber dringend nötig. So, ich könnte nochmal Neos rufen. Also sprich, ich kann jetzt hier Necrochet am Friedhof legen. Mit einiger Notruf Neos auf die Hand holen. Man muss auch nicht das dämliche Mausoleumseffekt nutzen. So. Das gegenseitig zerstören wäre natürlich eine Option, aber wenn er noch ein schwächeres Monster ruft. Ja gut, bringt jetzt auch nicht viel. Ich
muss ja eine Kombi nach der anderen spielen dabei, sind das eigentlich so schwache Kombis, weil ich sonst nichts an der Hand habe. Neo Spicer, come on. Jaden, bitte. Ruf der Jagd, den wollte ich eigentlich ursprünglich für Juwelen nutzen. So, jetzt muss ich natürlich. Na, jetzt muss ich natürlich nachher rufen. Sonst aber zu wenig Lebenspunkte. Ja, und Juwel aus Feld kriegen kannst du eh vergessen. Also gut, doch mit dem Mausoleum des Kaisers wird es theoretisch gehen, aber 2000 Punkte dafür opfern? Ne, weiß nicht. Oh, Flare Scare bringt mir nicht so viel. Warum hat er kein Flare Neos im Fusionsdeck? Das wäre jetzt so geil. Aber nee, Chain denkt sich so, nö, brauche ich nicht mehr. Lieber dreimal Divine Neos, weil ich den sicher dreimal rufen muss. Deswegen ist Chain nach ihm noch in Slifer Red, hä? So. Langsam wäre vielleicht eine Wunderfusion nicht mal so schlecht, damit ich noch Divine Neos rufen könnte. Erstmal die loswerden. So. Bin langsam vor, Mann. Ja gut, Flair Scarab, ja, kriegt 1000 Punkte, wa? 800. Ja, nur 800 von dem her. Glomos, ja, ist einfach ein anderes Monster. Eben halt vor allem für die Divine Neos und so wichtig. Ja, gut, greift dich an, komm. Spielt doch eh keine Rolle mehr, Freunde. So, ist jetzt sowieso gleich wieder vorbei. Dass es überhaupt so ein mächtiges Monster wie den hier gibt, hey, Finsternis Neosphäre. Jetzt Vieh kannst du ja gar nichts machen. Der Chain keine brauchbare Fallen kann in Decker, nix, ist einfach alles nur Kacke. So, aber diesmal schneidet das nicht wieder die Folge raus oder so, diesmal kommt sie. Auch wenn wir überhaupt keinen Erfolg hätten, dann ist mir auch scheißegal, ganz ehrlich. Nur machen den Kampf offscreen. Weil wir haben langsam alle Karten gesehen, die wir haben. Und vor allem auch die er hat. Wir rufen noch mehr Monster, damit ich überhaupt Hummingbird spielen kann. Gut, die können natürlich... Ja, wir gehen. Ich könnte Super Polymerisation rufen. Aber nicht mit dem hier. Das stimmt, geht gar nicht. Doch, warte mal, doch geht. Mit Prisma, stimmt, mit Prisma geht's. Nee, Moment, da machen wir nicht. Was ich mache, ist erstmal Prismas Effekt nutzen. Das ist kein Problem. Neos Zorn. Nee, Dolphin, der bringt mir gar nichts. So, Kumpel, Wunderfusion. Die Frage, wofür? Für einen weiteren Neko-Dingsbums oder was? Für Divine Neos wäre es noch zu früh.
Ich muss einfach tief genug kriegen mit den Lebenspunkten, damit er nicht mehr Mausoleum des Kaisers spielen kann. Warum er das macht, verstehe ich jetzt auch nicht. Aus natürlich. Oh, er weiß ja, dass das Monster auf der Hand hat. Oh, Scheibenkleister. Es muss dieses scheiß Neo-Dings, Nekrosphäre-Dingsbums-Gedöns sein. Irgendwas, mit dem ich seine Effekte negieren könnte. Ne, eigentlich nicht, wahr? Scheiße. Okay. Dann haben wir schon, dass es bei dem Viech jetzt nicht klappt. Ja, vielleicht auch klüger gewesen anzugreifen, das wüsste ich jetzt aber, also könnte gewesen sein. Dann wäre es gewesen sein, ja, dann könnte es gewesen sein, oh Mann. Okay, jetzt haben wir sowieso gespielt, das kann ich auch ein bisschen mehr Punkte holen. Ja, Freunde, was wäre jetzt, wenn Nightcrow gar nicht das Monster auf der Hand hat, das ich denke? Hat er nicht, scheiße, hätte angreifen können. Dieses Neo-Fähre-Dingsbums, das von der Hand rufen kann, ein Unterweltlermonster opfert. Okay, aber es ist vorbei. Gott sei Dank. Oh ne, er ist futsch. Das Leben ist nie einfach und es wird auch nicht leichter. Aber das macht das Leben so toll. Wie soll man harten sein, Spaß haben, wenn man nicht lebt? Karten haben, soll bekommen werden. Jaden. Ich kann Jadens Stimme hören. Bist du das, Jay? Jaden. Von Alexis. Solange unsere Karten haben, wissen wir, dass wir nie alleine sind. Was soll das? Jaden Yuki, eine Sache der Wiederkehren. Nö. Nee, wir es auch nicht. Der ist weg für immer und ewig. So, Freunde. Legendäre Duelland. Los geht's. Und Nightcrow löst Dunkelheit auf und die Duellakademie konnte endlich ihre diesjährige Abschlussfeier abhalten. Ach, der Crowler, zeigen Sie das Anstand. Der Top-Duelland ist, oh, schon seines 3 Schüler. Alexis Rhodes, Chaz Princeton und Cyrus Truesdale. Kuri! Versuchst mir irgendwas zu sagen, der Kuribo? Soll nicht kommen, wohin? Ich habe auf dich gewartet, Jane Yuki. Ich glaub's nicht. Du bist doch... Haben wir gerade ernsthaft die Augen von Yuki gesehen? Irgendwie ganz kurz, obwohl sie abgedunkelt wurden. So vom reinen Rauszoomen. Ein Auge auf dich gehabt. Ich will sehen, ob dein Duelland gewonnen bist, dieser Karte würdig ist, die ich dir an dem Tag in der Aufnahme an Duellakademie gab. Du wirst dem Außenwelt gegenübertreten. Wo bin ich? Du bist Yugi Muto, nur viel kleiner, mit anderen Frisur auch ein bisschen. Als hätte sich Yugi über die Jahre ein bisschen zu Atem entwickelt, wa? Dem Kuribo gesagt hat, ich würde mich mit jemandem besonders duellieren. Ja, Kuribo liegt nie falsch, duellieren wir uns. Tja, egal welcher. So, Freunde. Jaden gegen den König der Spiele. Ich frage mich, ob Yugi hier die Götter einsetzen wird. Keine Fusionsmonster? Also mein Yugi. Was habe ich denn alles? Was? Visions Hell Trinity? What the f... Alter. Visions Held anbeten. Was hat er für Karten plötzlich? Maskierter Held Vapo.
Maskierter Held Goka. Hey, was ist los mit dir, Jaden? Maskierter Held Ensit. Dunkles Gesetz. Okay, jetzt ein paar Heldenmonster mehr. Eine große Auswahl, der gute Junge. Okay, was haben wir denn Schönes? Was? Nisches Fusionsmaterial, so ein Elementarheld Fusionsmonster geführt ist. Drei Neos an einer Hand, dann ist ein Deck, Friedhof ins Deck. Okay, aber momentan noch nicht die richtigen Monster, war. Elementalknospe. Ja, erst einmal Prisma. So, wen nehmen wir denn da? Heat, Lady Heat. Ja, aber die beiden auch im Deck? Krass. Neko ist natürlich cool, damit ich schon mal Neos aufs Feld rufen könnte. So, komm, spielen wir den noch. Und warten wir, was Yugi so drauf hat. Ruf den fucking schwarzen Magier. Prisma, das wird gleich richtig wehtun. Der berühmte schwarze Magier. Ja gut, von mir aus. Dann nutze ich mal den Effekt von Nekoshade in meinem Friedhof und rufe Elemental Neos im Angriffsmodus. Neos gegen den schwarzen Magier. Das wird spannend. Nö, eigentlich nicht, aber die Konstellation selber wäre schon cool. Was? Nein! Alter! Der war fies. Der war ja richtig mies. Oh. Du willst mir doch voll über Kackeiern, Yugi. Aber die annehmen so ein Kartenglück. So, jetzt reißt mir Schrei der Untoten. Hier, komm und zeig dich, Neos. Mann, ey. Was für eine Affengrütze. So, jetzt reicht's mir hier, aber ich spiele Neos Macht. Und ruf Elemental Knospen. Nee, warte mal, ich spiele noch Heiliger Notruf. Sonst fehlt Elemental halt noch im Deck. So, und dann im Friedhof befindet, gibt es keine 10 auf die Hand zurück, wollt mir verarschen. Was sind das für geile Helden? Schattennebel. Spezialbeschwörung, okay. Aber man, für den Arsch. Elemental Heat wäre natürlich auch geil. Bladage auf die Hand? Nee. Woodsman. Eine Fusionskarte hinzufügen. Lady Heat. Das sind alles so geile Effekte. Kann natürlich pro Spiel zu kommen. Ich spiele mit ich Ocean. Dann kann nachher Ocean und Prisma die Effekte miteinander kombinieren. Ja, natürlich nur während der Stamp-Phase, aber egal. Also einen schwarzen Magier braucht kein Mensch. So. Dann wäre das Duell gegessen, Freunde. Alter, das ohne seine ja, Dinger zu sehen. Ägyptischen Götter.
Ja, gut. Also natürlich mit dem Deck, was Genesis in dem Duell hatte, ich glaube, da kann man einige geile Kombinationen machen. Vor allem mit den ganzen neuen Elementarhelden. Weil, seien wir ehrlich, die alten Elementarhelden, die sind eigentlich kacke. Ohne Effekte und so weiter, mit so niedrigen Werten und so. Ja. Egal. Ja, das war natürlich jetzt kürzer als erwartet. Das spannende, geile Duell. War nicht so, was man nicht wollte. Klar, wir hatten Neos gegen schwarzen Magier. Das ist im Prinzip auch schon geil genug an und für sich, aber trotzdem, es könnte noch geiler, cooler, umfangreicher etc. werden. Vielleicht werden wir irgendwann mal wieder, vor allem in diese Endduell nochmal machen, sprich auch Yugi gegen den Pharao oder hier Jaden gegen Yami, Yugi in Anführungszeichen, oder eben auch mal die umgekehrten Duelle, also die hier meine ich, dann natürlich auch mal. Weil ich die eigentlich auch mal zeigen will, aber jetzt erstmal nicht, erstmal alles durchwaschen, weil das Ziel. Da ist, Jax ist durch einmal, Yu-Gi-Oh! Ist durch einmal. In der nächsten Folge machen wir weiter mit Yu-Gi-Oh! 5Ds. Ich kann aber jetzt schon mal sagen, dass vermutlich so schätzungsweise 4 Wochen dauern wird, weil ich vor noch ein anderes Kurzprojekt reinbringen möchte, was nur so 9 oder 10 Folgen lang dauert. Das heißt, da muss ich jetzt eigentlich jetzt machen, weil ja, auch andere Projekte anstehen, die wiederum länger dauern. Und wenn ich da irgendwie wieder so Phasen habe und irgendwie sage, komm, dann mach halt, oder bringe ich das Spiel weniger auf und das dafür weniger. Und die anderen irgendwie reinzuprügeln und so, ist natürlich auch kacke. Wenn ich so ein Kurz-Let's Play habe, was wirklich nur 19 Folgen ist und sage, okay, gut, bringe an Wochenenden statt Yu-Gi-Oh! Und fällt es halt mal für 4 oder 5 Wochen aus. Und nur nach einer Folge so, ja, dann mal gucken. Wir schauen mal, Freunde, wie das Ganze entwickeln wird. Und sagen in der Hinsicht, danke fürs Zusehen und wie gesagt, im nächsten Part geht es weiter mit Yu-Gi-Oh! 5Ds. Dann sind wir sicher aber auch auf einem neuen Rechner. Was bei Yu-Gi-Oh! Nicht so ein Thema ist, wegen Performance und so. Bei Anno ist ein anderes Thema. Aber egal. Trotzdem, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid weiter mit dabei. Und ja, hoffentlich bis bald zurück bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution. Bis dahin, ciao zusammen.